Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Axel und Laura und wir bauen unseren Traum-Offroad-Camper mit relativ wenig Vorwissen, aber Unmengen an Motivation. In unseren letzten Videos habt ihr schon einige Schritte zum Kabinenbau für den Camper mitgekriegt und eine Sache hat noch gefehlt, denn weiß soll die Kabine und das Auto natürlich nicht bleiben. Genau, die Farbe auf der Außenseite und um die geht's heute. Wir lackieren unsere Kabine. Das Ganze war gar nicht so leicht, denn dafür ist echt ein stabiles Zeitfenster und auch ausreichend Zeit notwendig. Wir erinnern uns, nachdem wir in unserem Carport die ersten Wände der Wohnkabine zusammengeklebt haben, ist uns relativ schnell klar geworden, dass wir dort nicht weiterkommen werden. Zack, Umzug in eine Halle, die wir aber nur am Wochenende nutzen können. Naja, und da das Lackieren mindestens 5 Tage beansprucht, ist uns nichts anderes überblieben, als zumindest ein langes Wochenende abzuwarten. Ja, und jetzt vor kurzem war es dann soweit. Zuerst haben wir die Kabine an den Stellen einmal abgeklebt, wo definitiv keine Farbe draufkommen soll. Also Türrahmen und Fenster. Dann haben wir die Kabine großzügig mit Schleifscheiben und Exzenterschleifer gemäß Vorgaben abgeschliffen und gerade unter der Kabine auf der Bodenseite war das ziemlich zart. Ja, und für die Feinabstimmung und die schmalen Stellen haben wir dann auch den einen oder anderen Schleifschwamm verwendet. Das heißt, wir haben wirklich richtig gut abgeschliffen. Als nächsten Schritt haben wir die Kabine großzügig entstaubt und mit Silikonferne entfettet. Und es hat wirklich lang gedauert, bis dieses Ding einmal sauber war. Bereit für Farbe. Wir haben die Kabine präzise auf unseren Konussen aufgestellt. Ich finde, das ist echt eine Word-Konstruktion geworden. Das ermöglicht nämlich das Lackieren aller Flächen, ohne die Kabine dazwischen bewegen zu müssen. Genial, oder? Damit der Lack dann auch wirklich gut hält, haben wir eine bereits eingefärbte Rucoplast-Epoxy-Grundierung verwendet. Diese sorgt für Schutz und ausreichend Haftung. Mit der Rolle aufgetragen ergibt sich dann schnell ein Bild, wie die Farbe dann am Ende aussehen würde. Ja, und zu viert ging der Prozess dann relativ schnell voran und nach zweimaliger Grundierung ist es dann erst einmal zum Trocknen verabschiedet worden. Am nächsten Tag durfte dann der eigentliche Lack ran. Wir haben uns für den Raptor-Lack entschieden. Dieser ist eher rau und daher sehr widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Wir haben übrigens unser gesamtes Lackpaket von Lackcenter und möchten auch ohne Sponsoring auf deren Top-Service hinweisen. Die Lacke werden dort präzise vorgemischt und bei Fragen wird zügig geantwortet und wir haben wirklich viel Fragen gehabt. Also man fühlt sich wirklich gut beraten. So, weiter im Text. Auch hier wird wieder Lack mit Härter angemischt und dann präzise mit der Rolle aufgetragen. Insbesondere die Bodenpartie war natürlich wieder herausfordernd, aber unser Walter White Anzug hat dabei schon geholfen. Da sollte jetzt nichts passieren. Aber warum haben wir eigentlich gerollt? Naja, erstens würde sich in der Halle der ganze Lack verteilen, wenn man ihn spritzt. Und zweitens haben wir damit zu viert arbeiten können, was uns einfach viel Zeit gespart hat. Ja, natürlich ist das Ergebnis nicht perfekt, aber wir finden gerade für das erste Mal und für das, dass wir es in Eigenarbeit gemacht haben, kann es sich auf jeden Fall sehen lassen. Oder was denkt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare und folgt uns, um keine weiteren Videos zu verpassen. Das war ein kurzes Video. Damit der Lack dann auch gut hält, haben wir eine bereits eingefärbte Rucoplast Epoxy. Epoxy? Wie? Epoxy. 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 Das kannst du tun, oder? Aber das kommt trotzdem rein. Wie heißt es jetzt? Epoxy. 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 Komm auf, es fährt weg. Epoxy. Alter, das ist mein Speicher. Jetzt kannst du schauen, ob es noch ändert. Mann. Ja. Okay, sehr gut. So. Jetzt geht's los.